Und dann hat man natürlich auch den ein oder anderen Schwammerl gefunden. Ich mag jetzt keinen hier animieren, dass er jetzt Fliegenpilze frisst oder leckt oder sonst irgendwas. Aber früher hat man sein Pschorttier genommen und hat den Tropfen, der sich oben auf dem roten Kopf gesammelt hat, da hat man das Tücherl eingetaucht, hat den aufgelesen. Ja, der Feentau oder Zwergenwein oder der Pilzologe, der wird sagen, der Gutationstropfen. Den hatte man dann hier ein Tuch und dann hat man das hier so über die Schulter hängen gehabt. Und dann hat man während seiner Wanderung hat man den in den Mund genommen und hat an diesem Gutationstropfen des Fliegenpilzes gelutscht. Und das hat dann so ein bisschen psychoaktive ausgelöst. Also nicht Fliegenpilze fressen, nicht daran rumlecken. Ich erzähle euch nur alte Geschichten. Und dann waren sie halt ein bisschen psychoaktiv. Vielleicht kommt daher auch die Geschichte von der Irrwurz,